Die Rika-Feen sind unter uns. Hier bei einer neuen Ausgabe von Yu-Gi-Oh! Master Duel. Dann gucken wir noch mal, was mit diesen Rika-Viechern, Feen, was auch immer, auf sich hat. Wie flatternde Blütenblätter sich drehen im Wind, so tanzen sie. Wie schwebende Blütenblätter gleiten in der sanften Brise, so fliegen sie. Vom kalten Himmel fällt die Nacht. Okay. Der kleine Tropfen blüht bald als brillanter Kristall, weiß und schön. Diejenigen, die in Blumen wohnen und bei deren Erblühen geboren werden, nennt man Rika-Feen. Sie sind so bunt wie die Blumen dieser Welt schmücken und nehmen vielerlei Formen an. Sie scheinen als schöne Jungfern mit Sonnenschirm in den Händen. Das Geheimnis der Schneeblumen bleibt verborgen. Okay, das ist mal eine Einleitung. Die Praktik. Und wir sind als Zweiter, wie so oft im Leben. Das Deck enthält einen Effekt, der ausgelöst wird, wenn ein Monster sich selbst oder andere Monster im Typ Pflanze als Tribut anbietet. Mehrere Monster und Effekten, die ausgelöst werden, wenn andere Monster als Tribut angeboten werden. Okay. Erika, die Rika-Fee. Rika-Blütenblatt. Das Rika-Blütenblatt, okay. Aktivieren den Effekt von Rika-Blütenblatt. Den Effekt, das Tribut und dann kommt sie im Nu dazu. Auf die Stufen ändern. So. Und Xyz-Beschwörung. Hier kommt die Königin. Okay, krass. Sogar im Zug des Gegners kann es aktivieren. Tschüss, Mann. Aber so vernichtet. Okay. Wird sogar stärker dadurch. Plötzlich ist sie so stark wie ein weißer Drache mit eiskaltem Blick. Denn es ist Rika, der flammenden Leidenschaft. Naja, oder so ähnlich zumindest. Also, gucken wir doch mal, was dieses Deck wirklich zu bieten hat. Einer für alle ist eigentlich auch nie verkehrt. Kann man so machen.
Kopierpflanze klingt auch nie übel. Habe ich denn irgendwie... Warte mal, gut, ich meine, die Rede ist ein Empfänger, aber ich habe gar keine Synchromonster drin. Ah doch. Stufe 7, Stufe 6. Würde so gehen. Na dann, hatten wir schon lange nicht mehr. Synchrobeschwörung. Famose Rose. Famose Rose. Okay. Das Erikas kann ich gerne noch auf der Hand behalten, weil ich den Effekt noch ziemlich cool finde. Weil das ja auch ein Pflanzenmonster ist. Stufen verringern. Wäre auch eine Option. Kann durch aufs Ganze gehen und mir nochmal die Kopier, ne, den hier rufen. Ne, komm, schon den hier. Ich habe gerade überlegt, ich muss jemand anderes Pflanzenmonster opfern, das ist irgendwie auch scheiße. Hä? Was ist das gerade? Egal. Ja, Trishula, so machst du es richtig, genau. Genau so, nicht anders. Und zwar, ja, das Problem ist halt, keiner von denen ist noch ein Empfänger. Zu verringern, ja, damit nachher irgendwie ich Xyzmons mit Rang 4 rufen könnte. Ich irgendwie auch nicht. Was macht denn eigentlich immer? Okay. Kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Ist es das auf der Hand? Glaub schon, war. Ja, okay. Die Erikas neutralen sich gegenseitig. Also, ergänzt sich gegenseitig, muss man fast schon sagen. Und eine zweite hat sie nicht mehr auf der Hand. Tja. So schnell kann's gehen, Freunde. Auch mit den Rika-Feen.
Ching Ching. Ja, hat von dem auch nichts Besonderes, aber ein Deck, was man, glaube ich, so machen kann. Im verschneiten Himmel sangen zwei Feen ein Lied. Anmutig mit geschlossenen Augen sangen sie mit Würde. Eine Stimme erklangen voller Demut und Liebe bei dem Vers, der über ihre Lippen kam. Die Harmonie ihres Gesangs war fröhlich und sanft, als wollte sie zeigen, was Glück bedeutet. Schön sind die, die Hand in Hand gehen und denen, die in Not sind, Stärke geben, auch gegen alle Widrigkeiten. Im trüben Fluss der Zeit tanzen zwei Feen anmutig. Einen kühlen Schritt halten sie sich an den Händen in tiefem Vertrauen. Auch wenn ihre Schritte bescheiden sind, so halten sie ihre Hände in Sehnsucht. Gut, ein bisschen kryptische Texte und so, aber ansonsten schön, schön. Den aufmachen. Und den mal noch versuchen. Der schwarze Rosendraht des Gegners ist ein mächtiges Mann, so ein Effekt, der bei erfolgreicher Synchronbeschwörung alle Kanner-Spielfeldseiten bei der Spieler zerstört. Nutze Sonnen-Avalon Linkmons, um den Effekt sich ins Spiel zu bringen und dich sofort von Schaden zu heilen, den du im Kampf oder durch Effekte erlitten hast. Die Frage ist, kann ich ihn nicht selber rufen? Nö, ja. Das ist nur der Gegner. Scheiße. Ja, wir schauen mal. Was können wir da wohl tun? Das ist übrigens bereits die 70. Folge von Yu-Gi-Oh! Master Duel im Solo-Modus. Ich denke mal, mindestens 2 Folgen gibt es noch. Also zumindest vorerst, vor der Pause. Wenn wir uns wieder um die Weltvermächtnisse kümmern. Auf die ich mich übrigens schon sehr, sehr freue. Fängermonster schadet eigentlich nie. Okay, entweder den nutzen können. Versuch mal den hier. Was von dem heißt, braucht explizit diese Monster. Ja, versuch mal den hier. Klingt eigentlich ganz nett. Autsch!
Hm. Du kannst ein normales Pflanzenmonster Stufe 4 und dann den Friedhof beschwören oder Spielzug in der Gegner des Gegners. Du kannst den Friedhof legen. Klingt eigentlich auch nicht so schlecht. So, was haben wir hier Schönes jetzt? Link 4, Link 3, oh wei, oh wei. Ja, auch 0. Hm. Jetzt hat Pflanzenmonster und ein Link-Monster. Wir müssen bestehenden schon opfern. Ah, mit dem hier kann er eigentlich irgendwie kaputt gehen oder so. Du kannst zu viel LP erhalten, was du dies tust, beschwöre eine Spezialbeschwörung von einem Extra-Deck. Vor allem so ein Ranken heißt da. Okay, keine Ahnung. Versuch mal den hier, komm. Eines Link 4, da muss ein bisschen was dahinter stecken. Der Auferstandene. Hallo, guten Tag, ich bin's. Das heißt, ich kann theoretisch so ein Bäumchen rufen. Der klingt aber auch cool. Kann ich ihn hier rufen? Nein, natürlich nicht. Ich muss quasi extra Link machen. Also ein bisschen aufwendig. Ja, Trishula, sehr schön. Einfach immer schön reinschreien. Das machst du genau richtig. Ich hätte besser einen Baum rufen sollen, wa? Oh, ich muss überlegen. Das ist nie gut. Ein weißer Rosenkreuzgang. Ja, will doch einen schwarzen Rosendrachen rufen. Gekreuzter Rosendrache, so. Ja, natürlich kann er rufen. Aber sogar der stärkere. Rötlicher Rosendrache. Hä?
Aber sind die Karten ein bisschen seltsam. Ah, natürlich jetzt nichts auf dem Friedhof, war? Scheiße. Ja, mal Spezialbeschwörungen sind das Problem. Ja, man, im Friedhof, das ist das Problem. Ich muss ja die Karten nehmen. Ich habe nichts auf dem Friedhof, dafür hat der Gegner ja gesorgt. So, ob ich irgendwas Brauchbares rufen kann. Bringt nur gar nicht so viel. Irgendwas Brauchbares. Nee, da geht auch nicht. Ja, komm, wir versuchen mal den hier. Auch nur weil es kann. Sieht schon krass aus, das Vieh. Spiel wird doch einen Karteneffekt verlässt. Diese Karte. Spezialbeschwörung. Nee, wird jetzt nicht gerufen, weil es ist eine Link-Beschwörung, keine Spezialbeschwörung. Das wäre es immer wieder, weil ich mir denke, dass eine Link-Beschwörung ja automatisch auch eine Spezialbeschwörung ist. Aber nee, so ist es nicht. Alter, das andere wird immer stärker. Jetzt rufst du einen normalen schwarzen Rosendrachen oder was? Ah nee. Schade. Wäre cool gewesen, wenn es weniger gewesen wäre, dann hätte ich den Effekt noch vom Monster nutzen können. Aber egal. Wie es es gibt, Duelle, die sollen einfach nicht sein. Und ich muss auch zugeben, ist auch nicht gerade mein Stil und so. Ich bin deswegen auch nicht so cool, beziehungsweise bin jetzt auch nicht so interessiert daran, ne, das jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen zu schaffen. Nö, das muss nicht sein. Tja, will mal sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen für die heutige Folge bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wie gesagt, Folge 70 und ja, natürlich ein paar Dinge hier fehlen noch, aber auf die habe ich aktuell keinen Bock. Deswegen vielleicht ein anderes Mal, weil, wie wir schon gesehen haben, wird der Solo-Modus immer noch ergänzt durch weitere Optionen, Kapitel etc. etc. Und ich würde mich dann in der nächsten Folge lieber auf das Ding hier stürzen. Gegen der Sternenhelden, dem vor allem hier. Den Pfad des Weltvermächtnisses. Erwartet uns das nächste Kapitel. Da bin ich schon mal sehr, sehr gespannt darauf. So wie wir auch schon gesehen haben, haben wieder viele Kämpfe vor uns. Durch auch viele Szenarien, da ist klar, eigentlich nur ein normales Duell quasi. Ob die hier auch mit dem Duell zu tun haben oder was auch immer, wir werden sehen. Wie es weitergeht, das nächste Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel, der Pfad des Weltvermächtnisses. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.